So, okay, willkommen zurück. Und wir starten jetzt mal bei Maniac Manson. Mal jetzt hier richtig durch. Und ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Ah, seht ihr das Helmschild? Geil. Ähm, ich habe das echt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber wir gucken jetzt mal erstmal den Briefkasten. Ist da was drin? Leer. Okay. Ja, was machen wir da? Mal gucken. Öffne Haustür. Tür ist abgeschlossen. Wo ist ein Gebüsch? Drück das mal weg. Das kann ich nicht bewegen. Okay. Das muss ja irgendwas. Ein paar Büsche. Nächstes Mal. Ach, er hat es wirklich genommen. So, geht da. Können wir das öffnen? Es ist verrostet. Geht kaum auf. Okay. Aber hier kann man auch noch mal Büsche wegnehmen. Nee, das kann ich nicht. Okay. Gucken wir mal unter die Fußmatte. Ja, da ist er. Der Schlüssel, den nehmen wir mal mit. Und wir holen mal gleich uns noch unseren zweiten Pappkameraden hier ran. Nehmen wir mal den Bernhard, den postieren wir mal hier auf der Veranda. So, öffne mal hier die Tür. Ja, die Tür ist abgeschlossen, das ist mir klar, du hast doch einen Schlüssel. Ach Mensch, benutzt den doch einfach mal. So. Wieso macht denn das keinen Sinn? Nutze den Schlüssel mit der Haustür. So. Wir gehen zu Großvater Ruhe. Können wir die öffnen vielleicht? Ich glaube nicht, dass es das öffnen kann. Okay, er kann es nicht öffnen. Dann. Oh ja. Gehen wir mal in die Küche. Jetzt begegnet uns, glaube ich, gleich die alte. Ja. Wow. Schnell weg. Die darf uns nicht kriegen. Sonst kommen wir nämlich ins Gefängnis. Aber die ist jetzt nämlich weg. Oh, Mikrowelle. Okay, nehmen wir mal erstmal alles mit, was drin ist. Hier, stumpfes Messer. Nimmt er nicht. Aber die Kettensäge. Witzigerweise, die Kettensäge hat gar kein Benzin. Und die ist auch zu nichts zu gebrauchen in diesem Spiel. Und als kleines Easter Egg sozusagen hat man sich einfallen lassen damals, als der LucasArts das Spiel danach Zack McCracken programmiert hat. Da findet man dann nämlich einen Benzinkanister. Dieser Benzinkanister ist aber nicht zu gebrauchen. Das ist Benzin zu der Kettensäge. So, weißt du? Nun, meine Liebe, gefällt's dir hier? In ein paar Minuten ist alles vorbei. Keine Maschine saugt dir dann dein süßes Gehirn raus. Damit können sie nicht durch. Dave und seine Freunde werden mich retten. Hilfe, Hilfe. Sie und der Meteor können einpacken. Das glaubt auch nur sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, gut. Nehmen wir uns mal hier den verrotteten Tuder mit. Und den verrotteten Braten. Was haben wir hier? Soßenfleck, können wir den mitnehmen? Wäre geil. Hör ich das Haus bitte? Okay, öffnen wir mal die Tür. Und dann nehmen wir mit den Früchtesaft, das Glas. Wir nehmen erstmal alles mit, was hier geht. Hier Konservendosen, Tentakelfutter. Ja, Mann. So, das war die Entwicklerflüssigkeit. Ja, mal sehen. Ja, die ist jetzt hier irgendwo unter im Keller wahrscheinlich. Öffnen. Die Tür ist abgeschlossen. Alles klar.
ich bin hungrig. Okay. Nein, scheiße, was ist denn hier los? Ach, Mensch, schon wieder Technikversagen. Ich hasse das ja, wenn meine Technik versagt. So, komm. Hier schnell, bevor der Typ in der Küche aufkreuzt. Und dann gehen wir mal hier weiter. Öffnen. Und dann öffnen wir erstmal die Schranktür. Kassettenabspieler drin. Aber wir können auch hier das Radio öffnen und uns hier die Radioröhre nehmen. Dumm. Wo ist der Käse? Ja, den haben wir geklaut. So, ich weiß nicht wie. Okay, genau. Dafür brauchen wir jetzt nämlich Bernhard. Der ist ja, wie wir uns erinnern, hier Bücherwo und Eierkopf-Preisträger. Und der kann das nämlich rausnehmen. So, cool. Oder oben ist ein Schlüssel. Können wir daran? Nee. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Hier ist erstmal Duster. Das ist zum Beispiel eine Veränderung. Im Original ist es hier echt zappenduster. Also der Bildschirm ist schwarz. Und da braucht man, nee, du sollst die benutzen. Braucht man nämlich normalerweise die Taschenlampe mit den Batterien. Da habe ich die schon eingesammelt, die Taschenlampe. Nee. Damit man überhaupt hier irgendwas sehen kann. Aber, genau, hier ist eine lose Platte. Die machen wir mal auf. Und da nehmen wir uns die Kassette, die brauchen wir nachher noch. Das Telefon ist kaputt. Das weiß ich, das muss man später auch noch. Das reparieren wir später noch. Schau mal an hier, schnell bitte. Treppe zurzeit außer Betrieb. Wie kann denn eine Treppe außer Betrieb sein? Okay, ich würde mal sagen, wir sind dann hier im Geschoss soweit erstmal fertig. Und gehen dann mal hier weiter. Öffnen. Okay, hier nehmen wir erstmal Farbentferner, auch wichtig. Pinsel. Uns das hier angucken, diese Schleimspur, das war wahrscheinlich vom getrockneter lila Schleim, das ist wahrscheinlich von Purpur-Tentakel. Komm, wir schauen uns mal hier die Zeichnung an. Erstmal hier. Faszinierend. Das macht mir Angst. Ja, würde mir auch Angst machen. So, komm, hier geht weiter. Öffnen. Hier ist eine Vase, können wir die klauen? Lieber nicht, sagt er. Offenbar ist das teure Antiquität. Na gut, aber hier ist eine Schallplatte. Die nehmen wir mal an uns. Und wenn wir hier so einen tollen Schallplattenspieler, dann benutzen wir mal das Grammophon. Okay. Ja, wir müssen noch eine zweite Schallplatte finden. Und dann zeige ich euch mal, wenn wir die gefunden haben, was wir damit machen. Gehe zur Plakette. Nee, wir schauen uns mal die Plakette an. Was steht da drauf? Se trouve in Louvre Poste Paille. Ja, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Obwohl ich in der Schule 7 Jahre Französisch hatte. Ah, schon wieder ein düsterer Raum. Benutze, nee, nicht Tafel. Hier muss irgendwo eine Lampe sein. Da. Sehr schön. Ähm, Schauen wir uns mal die Tafel an. Das sieht wie Formel aus. Ich glaube, da brauchen wir auch wieder den Bernhard. Das ist ziemlich seltsam. Öffnen wir mal hier den Tisch. Was liegt da drin? Manuskript. Das nehmen wir mal mit. Obwohl das eigentlich gar nicht wichtig ist für uns. Echtes Skelett.
jetzt. Okay. Öffne mal den Benzinschrank. Dafür brauche ich einen speziellen Schlüssel. Okay. Gut. Okay, Tisch. Ah ja, hier ist die Spielhalle, die wird aber auch erst zu Ende hin wichtig für uns. Das weiß ich noch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Und sage ich mal, auf Wiederschauen reingehauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Maniac Manson wieder. Und bis dahin euch einen guten Tag, einen schönen Morgen oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Reinschauen, sagt euer Carsten Haus B. Und ich hoffe, der Sound ist jetzt besser gewesen als im ersten Video. Weil wenn nicht, ist es ziemlich scheiße. Ich habe nämlich auch keinen Bock, das jetzt alles nochmal zu machen. Aber mal sehen. Wenn der Sound wirklich total kacke ist, dann muss ich das wohl nochmal machen. Das werden wir dann sehen. Oder ich beziehungsweise gleich. Und ja, auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Reinschalten.